Ja, krass. Das Schau ist ich schon gleich nach. zauberhaft. Ich Den schaue auch kleinen schon. Stream, dass wir Zuschauer haben. Ja, die brauchen wir auf alle Fälle, ja, die Zuschauer. Sonst geht hier gar nichts, ey. Gerade hat er nämlich nur eine Fehlermeldung gebracht, aber jetzt gerade schaut es aus, als dass wir flüssigst laufen. Was bist denn da weggerannt, Bub? Ja, ich würde sagen, es müsst mir verzeihen, wenn ich heute ein bisschen umeinander hust, weil ich nämlich letzte Woche ein paar Tage mit 40 Grad Fieber flach gelegen bin. Grausamsten Husten kurz vor der Bronchitis gehabt hab und jetzt huste ich den restlichen Dreck raus und das live für euch beim Talkthrough vom Dezember noch und das im Jänner. Ganz untypisch für uns. Ganz untypisch, dass wir es nicht pünktlich schaffen. Aber wir hätten es pünktlich nur im Dezember geschafft, aber wie gerade gesagt, ich war letzte Woche krank und habe deswegen leider Gottes verschollen müssen. Aber jetzt Aber sind wir ja schön, wer da. wieder pünktlich da ist. Wer ist da? Ah, Dragoncry, habe ich deri. Ball. Hallo. Gutes Neues erst einmal an alle. Sehen wir uns das erste Mal live dieses Jahr hier. Also schönes, gutes, neues, zauberhaftes Jährchen. Brutal, gell, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, Unfassbar. Wahnsinn. Und das ohne Kinder. Die Leute sagen mal, mit den Kindern vergeht Zeit so schnell, aber ich brauche keine Kinder, dass die Zeit schnell vergeht. Ja, glaube ich, kriege aber trotzdem. Das Ja, bleibt nicht ja. aus. Und Schlaganfälle habe ich auch derer viele, deswegen kinderlos auch froh. Ja. Nehmen wir die ganzen Vorteile vom Alter mit. Gott, Kinder haben, stell dir mal das vor. Stell dir mal Stellen wir das ganz vor. sicher nicht vor. Jo, stell's dir jetzt vor, mit dem hässlichen Scheiß-T-Shirt. Lass mich in Ruhe, Hulkster. Hulkster, ja. Mr. der alte Trump-Supporter. Ja, das ist ja der Terry Bollea. Der Hulk Hogan ist ja die Kunstfigur und die feiert ihn natürlich. Ach so. Da, Eine Ikone. ganz klar Werk vom Künstler drinnen, wie bei Lanza. Absolut fast, ja. Ja, Fast die gleiche Liga. ja, fast. Es gibt da ein paar, aber vernachlässigungswürdige Unterschiede, aber ansonsten sind Ja, wir schon fast auf einer Ebene. Ja, müssen wir eh Schwanz schauen, wie drüber. viel, genau, Schwanz drüber hier. Müssen wir eh schauen, wie viel Streams aus der machen können, bevor der Trump jetzt an den Dritten Weltkrieg anzettelt. Alter, Ähm, ja, jetzt geht's noch, spinnst du? jetzt geht's noch hin. Was war jetzt? Also jetzt erst einmal Schau mal in den Chat rein. Venezuela. Was ist denn da? Hey! Spinner, Alter, kann ja das wirklich. Ja, erst einmal vielen Dank für die Genesungswünsche. Da gibt es die dicke Kartoffel und dann noch für diese edle Spende. Also Ja, brutal. crazy as Fuckboy. Da gibt's. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich habe gerade ein bisschen, bei mir ist der Schreibtisch gerade ein bisschen gesprungen. Bei dir dann. Ja, dann nehmen wir einen Philipp auf alle Fälle mal eine echte Kartoffel mit ins Kino. Ja, unbedingt. Da hat er Signiere Spitzen. Da hat er, oh, lecker signierte Kartoffel, da hat er Spitzen. mit Bleistift. Der Krawallmaus ist auch wieder mal da. Gutes Neues, ja. Gutes Neues und so. Hey, Und der Oskar Fetzerkatz ist auch da. Die schläft bei mir im Bett, hätte ich gemeint. Schön, dass alle da seid. Und ja, ich muss mich jetzt erst einmal wieder sammeln und finden nach dieser Spende da vom Dragon Cry. Das ist ja herzallerliebst. Herzallerliebst. Da könnten sie die anderen Leute mal scheinbar abschneiden. das können wir quasi Die habe ich gar nicht professionell wissen. werden. Schau mal her, was trinkst denn du da eigentlich heute? Ich hab was voll Cooles, Ich habe hundertprozentig. ich hab ja meinem T-Shirt entsprechend hier Sport gemacht und deswegen habe ich hier noch einen sauberen Proteinshake. Weiß nicht, was wäre. Kriegt der Mama eine von mir. Unpassend. Unpassend, wie immer. Na, sie mag das, wenn sie Sport gemacht hat. Passt eigentlich immer Ja, ganz gut. ja. Verschon mich, Daddy. Na, ich bringe ja nur so vegane Eiweißpulver-Shakes. Ach so. Missverständnis. Ich weiß nicht, was du wieder meinst. Aber schau, was ich Keine Ahnung. hab. Oh Gott, das ist rosa. Mein Beutel ist so klein, ich kann es gar nicht erkennen. Warte mal. Der Drink, der heißt Oh Gott. Beste. Hätte der auch so, wenn man aufmacht. Ich weiß nicht, ich habe Komisch. noch nicht, ich habe extra für heute gekauft. Das ist Sparkling White Peach. Sie ist Momoka. Da steht der Name. Ich muss mal meinen. Momoka. Zauberhaft, zauberhaft. Hat er mal einen Straps, hat sie am Maul. Und ich hab gemeint, ich flippe aus, als ich gesehen habe, dass es einen Energy Drink oder was auch immer das sein soll gibt. 100% natürlich, vegan und BPA-frei, was auch immer das heißt. Es ist die First Edition. Scheinbar muss ich mal die Dosen aufheben. Na, steh jetzt. Ich will wissen, was passiert, wenn du es trinkst. Ja, na klar trinke ich es. Ich meine, nur die Dosen Vielleicht selber packst du hebe ein ich auf. Leckerl. Die Dosen, die klangen ja dieser wirklich, das ist haptisch, das Ganze. Also es ist nicht Nein. gerade irgendwie so ein wenig angemalt, sondern es ist wirklich mit, man spürt die Linien.
Das ist gut. Da gibt es wirklich hier scheinbar. Jetzt machen wir es mal auf. Geil, die Dosen ist sicher was wert. Ja, 100 Pro, ich möchte mich hoffen. Wow, Eistee mit Sprudel fand ich schon immer widerlich. Aber naja, der Philipp hat ja noch geschrieben, er darf gerne unser Game des Jahres wissen. Wir werden uns natürlich drüber unterhalten, wir machen heute keinen normaler Talkthrough, sondern schwätzen wir mal kurz so, was wir noch so gezockelt haben. Das wird mal ein bisschen kürzer, dafür machen wir einen kleinen Jahresrückblick und einen Ausblick auf 2026, unsere Most Wanted, oder? Seppi, jetzt ist es noch ein Plano. Das ist jetzt noch ein Plano. Das ist gut. Das ist gut. Hast du einen PlayStation-Rap auch noch gemacht? Ja, aber den habe ich schon wieder vergessen. Du bist so dumm. Aber ich kann, also es waren wahrscheinlich ungefähr 3 Milliarden Stunden, aber es müssen ein bisschen weniger gewesen sein wie die Jahre davor, weil ich das Jahr ein bisschen mehr der PC und Steam Deck gespielt habe. Okay. Ja, Nintendo ist bei mir auch nicht dabei. Deswegen sind die Zahlen irgendwie nicht so aussagekräftig. Ja. Sie sind auf alle, man weiß zumindest, sie sind nur nach oben hin zu korrigieren. Also wir sind noch fleißiger, als diese Statistiken behaupten. Man hat noch viel mehr Zeit geopfert für das Hobby. Wie man meint. Nur für euch. Seppi, was hast du denn zuletzt noch gezockt? Verzeih mir mal. Pass auf, das machen wir gleich. Seht ihr das da? Das ist ja gar nichts. Siehst du das? Das silberne Köfferchen. Über meinem Kopf schwebt. Das ist der Terminator. Das ist der Terminator. Den hole ich jetzt einmal schnell. Jetzt pass auf, jetzt zeigt gleich mal schöne gemütliche Weihnachtshosen. Die ist nie so geil wie meine. So. Ich habe mir nämlich dieses wunderschöne Stück Sammleredition von Terminator 2D No Fate gekauft. Und ich muss sagen, das Spiel ist affengeil. Geil Steelbook drin. Oh, Steelbook ist immer schön. Welche Konsole hast du? PlayStation? Ich hab's. Was war denn das? Das ist eine gute Frage. Hast du es nie gespielt, oder? Nein, ich hab's zweimal gehabt. Ich habe so ein. Ich glaube, dass das ein. Verdammt, wie findet denn das jetzt außer? Ja, was ist denn mit dir? Das steht dann nirgends. Weißt du, wir wissen, was du gespielt hast? Warte. Das ist eine Xbox. Xbox war das. Jetzt. Ja, das war das, hat sich irgendwie so ergeben. Da ist lauter so geiler Scheiß drin, so Biere und so ein Daumenkino, das ist ganz stark. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, aber das kann das da. Geiler Daumenkino. Da sieht man so geile Szenen. Weiß nicht, das Terminated. Das ist nein, jetzt ist frisch. Kopf, passt. Und so geile Münzen. Warum schauen eigentlich mein Kapi aus, als hätte ich damit irgendwie Holz geschnitten? Vielleicht die Münzenkleider. Die wiegt 5 Kilo oder so. Also das ist echt wertiges, geiles Zeug. Dann ist da auch noch so eine Flagge, aber die mache ich jetzt nicht auf. Warum? Das ist ein Unboxing, du jetzt. Nein, es bleibt echt zu. Was ich sagen wollte, man sieht es am Cover, sie haben keine Arnold Schwarzenegger-Lizenz. Das ist der einzige, also die Dame kommt vor, der Herr Flüssigmetall kommt vor und der Junior kommt vor. Aber der Arnie per se kommt nicht vor. Den sagt man quasi immer nur, wenn sie irgendwie schmatzen oder sowas, sagt man immer nur das Beutel vor dem Terminator-Kopf. Ach so. Der war wohl zu teuer in der Lizenzierung. Aber das macht gar nichts. Wenn man spielen kann, komischerweise trotzdem in ein paar Levels. Das funktioniert dann schon wieder, weil die Grafik halt kann jeder sein, quasi. Aber es ist ein saugeiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Das ist halt so Pixeloptik, man kennt es ja. Ja. Und hat halt wirklich, spielst du quasi den Film durch von Level zu Level. Es gibt ein paar Zusatzlevels, die uns noch ein bisschen die Geschichte weiter erzählen und zwischendurch. Ist knackschwer, gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber ist wirklich herausfordernd. Und wie viel von 10 Freien brauchst, wenn du da Korbi bist? Das kannst justieren, also von 1 bis 10. Okay. Also ganz allein wird es schwierig, aber. Okay, aber der Korbi, wenn ein Kumpel dabei hat, dann. Ja, dann geht's. Aber echte Empfehlung, der einzige Haken ist, das Ding ist ein bisschen teuer, weil wenn du ein bisschen geübt am Controller bist, kannst du es schon eine Stunde durchspielen. Ohne dass du kannst das schon, es hat mehr Spielwert, du kannst dann auf Zusatzlevel freispielen und so weiter und kannst, wie gesagt, die Schwierigkeitsgrade, die verändern ein paar Sachen. Aber es ist halt mit 40 € dann schon ein bisschen
happig, wenn man bedenkt, dass Special so Edition jetzt für 40 Euro oder das Spiel die, selber? hat, die Special Edition hat 110 oder 120 gekostet. Ah, okay. Weil dann haben wir gedacht, wo ist teuer? Bist du nicht ganz dicht, oder wie? Nein, das nicht. Aber das Spiel an sich ist tatsächlich nicht ganz so günstig. Also einerseits kann man die 40 Euro natürlich investieren, wenn man das Studio unterstützen möchte, weil die, glaube ich, machen ziemlich geile Sachen. Andererseits kann man es auch mal in einem Sale schießen, wenn man da jetzt nicht so drauf erpicht ist. Man macht auf alle Fälle nichts falsch. Top-Spiel kann ich nur empfehlen. Ja, das hat mir auch Stücke. Ich mag diese Pixel Side-Scroller, nenne ich es jetzt einfach mal so wie Ja, genau. Ash vs. So Evil ist, Dead und Halloween war, das war ganz cool. kauft es euch. Macht's das. Tut's es tun, tut's es tun. Dann mache ich meins schnell. Das ist nämlich jetzt schnell was Kurzes, das ich eingeschoben habe, weil mein größerer Part ist dann Ghost of Yotai, weil das habe ich endlich beendet. Da mag ich aber auch Bin noch ich gespannt. ein paar Worte nur dazu verlieren, zum Finale überwiegend halt, weil ich habe es eh schon ein paar Mal verzeiht. Aber in der Zwischenzeit habe ich jetzt überhaupt nicht gewusst, was ich zocken soll. Und Geld habe ich auch keins mehr gehabt, weil es war Weihnachten, was du sehen, da musst die ganze Sippschaft rundum beschenken und da bleibt für mich selber nichts mehr übrig, außer ein paar Zündhölzer, mit denen ich mich draußen im Schnee warm halte. Darum habe ich mir dann schnell die DLCs zu Star Wars Outlaws rausgeholt, weil die jetzt da auch zu, ich glaube, 6% reduziert waren und dann habe ich ein bisschen was über den Zehner für beide gezahlt. Ja, und kannst du empfehlen, also wer Star Wars Outlaws gespielt hat, sollte sie auf alle Fälle, jetzt mit den beiden DLCs rentiert es absolut. Das ist einmal Wildcard und einmal A Pirate's Fortune. Und ein Wildcard ist recht cool, da geht es um ist eine coole Zeit Geschichte. Zwar relativ kurz, aber es geht um ein Sabak-Spiel, das ist dieses Minigame-Kartenspiel drin, wo es Welt ist. Coole, man muss ein bisschen umeinander forschen, ein bisschen suchen, es hat auch so einen kleinen Detektiv-Touch, da hätte ich fast behaupten, wenn man auf dem Frachter ist und die ganzen einzelnen Teile zusammensucht. Und die zweite ist dann eher so ein, ja, ein bisschen, hat so einen Indiana Jones-Touch, weil du auf so einem Asteroiden einen Schatz suchen musst und die dagegen so Piraten, Räuberbande behaupten musst. Ist ja der größere von beide. Da hat man eine neue Passage im All, die man dann auch erforschen kann. Ein paar neue Nebenaufgaben kommen halt nur dazu und hat dann auch eine sehr cool erzählte Geschichte. Vor allem halt auch der Hondo dabei ist. Leute, die Clone Wars angeschaut haben, die wissen, wer das ist und lieben ihn. Und da ist es natürlich nur geiler, wenn der Idiot dann die ganze Zeit nebenbei alles kommentiert, was du magst. Also allem in allem muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, was die kosten, wenn man es so kauft, ob sie es dann auch hundertprozentig wert sind, aber für die 12 Euro, ja gut, pass auf, wenn es ein bisschen was über 60, 50% waren, dann wären es wahrscheinlich 25 Euro miteinander kosten. Ja, sind es wert, sage ich, kann man sich holen. Also wer Star Wars Outlaws gespielt hat, dann hast du wahrscheinlich, wenn es das mit die zwei, das ganze Spiel mit die zwei DLCs, dann kommst du wahrscheinlich auf gute 80 Stunden insgesamt und dann ist der Preis in Ordnung, da ich sagen. Das Einzige, was ich recht schade fand, was ich jetzt gesehen habe, ich habe ja damals, als ich es durchgespielt habe, habe ich alle Missionen gemacht und habe gesehen, habe damals einen Bug drin gehabt bei 3 Missionen. Die sind nie als abgeschlossen in meinem Journal drinnen gewesen und eine ist doppelt drin gestanden und so. Das haben sie bis heute nicht gefixt, die stehen immer noch drinnen. Okay. Also, das finde ich ein bisschen schwach. Und was auch krass ist, wenn man zuerst die ganze Ghost of Yotai spielt und dann wieder Star Wars Outlaws, was das eigentlich für ein technischer Unterschied ist, das ist auch übel, hey, weil ich finde an sich schaut das Spiel schon schön aus und alles, aber wenn du dann siehst, wo es sein könnte und wo es da ist, dann denkst du schon, okay, ein bisschen Luft nach oben, oder? Ja, Ubisoft hat so seine Problemchen. Ja, leider, nach wie vor. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich großer Fan von Star Wars Outlaws gewesen und habe damit Einer der viel Spaß wenigen, gehabt. einer der wenigen. Ich weiß nicht. Die meisten, Es ist, also gut, von den Verkaufszahlen her ist es nicht so gut, aber so ist es eigentlich durchweg ziemlich gut angekommen. ja, aber Also bei den ja, Wokies. den Großteil der Spieleindustrie ausmachen, wie wir alle wissen. Fast 95%. Die Ja, finden alle genau. scheiße. Die finden es alle ganz schlimm, weil ja, oh mein Gott, ich habe eine Frau gespielt. Aber das Thema haben wir schon zu Genüge gehabt. Alles Hurensöhne, das wissen wir Das kriegen wir mittlerweile. bestimmt auch wieder, das Thema. Das kommt schon wieder Ja, irgendein Anlass. ja, Also Fischbuffet natürlich. oder so. Irgendetwas wird es schon wieder geben. Ja. Genau, das war mein erstes kurzes Spiel und danach gibt es was zu Yotai. Aber was hast du noch in die Konsole oder am PC eingeschmissen? Ich Oder habe ins mir Maul auch noch, eingeschmissen am also Wochenende? ich habe mich natürlich, wie wir alle wissen, im November sehr viel mit Anno 117 beschäftigt, aber da mag ich nicht drüber reden. Ähm, ich habe viel coolere Spiele gespielt und zwar, jetzt mache ich mal hier Bildschirmteilung. Oh,
Ha, ich hätte eigentlich auch einen Bildschirmbeutel gehabt für Star Wars Outlaws, damit es ein bisschen noch was ausschaut, aber dann halt nicht. So, seht ihr alle? Und zwar habe ich angefangen jetzt vor kurzem Kingdom of Night zum Spielen. Mhm. Das ist auch wieder so Pixel-Optik. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Das hat so ein bisschen so Stranger Things-Vibes. Du bist da so ein Jugendlicher in einer 80er Jahre Highschool und kurz vor einer so einer typischen Party, wie es halt so ist bei Jugendlichen, bricht dann irgendwie so, naja, komisches Szenario aus und auf der Straße draußen wüten auf einmal Zombies und Untote und so sie riesengroße Fledermäuse und lauter Monster. Und dann laufst du da, wird zufälligerweise, blöderweise auch noch deine Freundin entführt und noch ein paar andere Mädels und du musst dem Ganzen dann so auf den Grund gehen und wirst dann quasi spielst dann wie so eine Art Pen-and-Paper-Held, Mhm. spielst du dann quasi diese Rettung, da sagt man da wunderschöne Orks und so weiter, also richtig tolle Gegnervielfalt. Ist im Grunde ein Rollenspiel, hat Rollenspielmechaniken drin. Du kannst zwei Klassen wählen zwischen, so eine ist ein Magier und das andere ist also ein Hau drauf Barbar-Typ. Die haben dann nochmal ein bisschen untergliedert, aber die unterscheiden sich ziemlich. Also, wie gesagt, der Barbar ist eher so Ritter, Hau drauf, Nahkampftyp und der Magier hat für verschiedene Zauberkombinationen. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Ich habe mich natürlich für den Barbaren entschieden. Geht schön leicht vor der Hand. Da kannst du einfach Weil Knopfdrucker du und der dann sterben Gläufe die anderen. bist. Genau. Und es hat eine ganz spannende Handlung und so einen geilen, richtig starken Soundtrack, der so ein bisschen diese 80er Retro-Vibes drin hat. Mhm. Du laufst da in der riesengroßen Stadt umeinander und gleichzeitig auch in so einem unterirdischen Areal, also es hat also ein bisschen Zelda-Vibes quasi. Echt eine coole Sache, fliegt komplett unterm Radar. Man sieht es da an den Rezensionen. Es gibt insgesamt 145, die sind zwar sehr positiv, aber irgendwie kriegt es keiner mit. Also, wenn ihr da mal Lust habt drauf, das hat auch seine 20, 25 Stunden mit Sicherheit. Mhm. Ist echt eine super Sache. Es hat einen guten Humor. Es hat eine wirklich liebevoll gestaltete Welt und ja, wer so Pixelzeug mag und Rollenspiele mag und so ein bisschen Stranger Things Flair braucht jetzt noch, auf alle Fälle eine Empfehlung von mir. Das ist auch, wenn du sagst unter dem Radar, ich habe davor noch gar nichts gehört, bis du das jetzt erwähnt hast. Ja, Ist und echt da auch noch schade, dass zufällig. so viele von den tollen Dingen so unbekannt bleiben. Ja, du kommst da echt schwer drohende Sachen. Also ich habe mir da in zigtausend Presseverteiler eingeschrieben, deswegen schwärmen sie mir da immer zu mit allem und hin und wieder haben dann so kleine Perlen dabei. Aber ansonsten, die haben halt auch null Werbebudget. Das ist ein Mhm. Mini-Studio und ein Mini-Publisher. Aber wie gesagt, Er hofft Empfehlung. einfach, die hoffen auf Mundpropaganda, oder? Ja, unbedingt. Deswegen kann ich es jetzt da, habe ich es auch gekriegt, quasi, dass ich es hier erwähnen kann. Davon leben wir von völlig unbekannten Studios. Das ist sehr schön. Genau. Das Und die ist von sehr schön. uns, Ja, traurigerweise nicht. genau. Wir leben von Leuten ohne Kohle. Genau. Hat vielleicht einer Dispatch gespielt, fragt der Philipp. Na, ich habe heute erst einen Test dazu gelesen, ist aber wahrscheinlich, also ich wollte jetzt sagen, ist nichts für mich, ich meine eher, war vielleicht sogar Episode 4 ein Stream, habe ich mir dann Das gedacht. ist das Superhelden-Ding, oder? Ja, genau, es soll so eine Mischung aus The Boys und Invincible und Stromberg sein, so ist der Vergleich gewesen, den ich gelesen habe, den fand ich eigentlich ganz witzig. Ja. Und ist also episodenhaft aufteilt anscheinend. Ich glaube, Ja. auf 3 Wochen haben sie mehrere Episoden veröffentlicht, so wie es Telltale damals gemacht hat, aber es soll wesentlich besser sein. Hat aber auch Ähm, so Management-Elemente drin, oder? Was du quasi da organisieren musst, welcher Superheld zu ja, welchem genau, Notfall und so weiter kommt und so eine Sachen. genau, soll aber am Ende des Tages eigentlich gar nichts, gar keinen Unterschied machen. Es gibt anscheinend nur eine Figur, bei der es wirklich am Ende eine Änderung von der Geschichte geben kann. Ansonsten ist es wurscht. Und wenn es Okay. einen hinschickst, der 10-mal der falsche war, dann ist es auch wurscht gewesen. Na ja, gut. Aber lebt aber anscheinend von der Geschichte. Das ist eine lineare Geschichte, wo es also gewollt ist und deswegen ist es auch nicht negativ aufgestoßen, hat es geheißen. Aber das war eine Epsi wo ich mir gedacht habe, das war was für ein Stream. Ja, das Den habe ich auch als interessant abgespeichert im kann man nämlich Hinterkopf. sagen zu den Leuten, sie sollen es mal halten im Chat, weil wir mir die Geschichte hören wollen. Dann müssen wir uns nicht wieder unterhalten. Genau. Ja, ich habe Ghost of Yota endlich fertig. Auf Das hat sich Platin. jetzt Boom. auf platiniert. Platiniert habe ich es auch Alter, noch. Ich habe es nämlich sogar zweimal durchgespielt, weil ich ein neues Spiel Plus auch noch mitgemacht habe. du bist doch völlig irre. Was hat denn das jetzt gekostet? Also 400 80 Stunden. Stunden.
80. Zweimal durchspielen, 80 Stunden. Ja, weil du nämlich bei Neues Spiel Plus kannst du es wirklich, also habe ich es dann auf die einfachste Stufe runtergestellt und dann halt nur ganz stringente Story nachgelaufen und dann hast du es auf 15 Stunden Okay. durchgespielt. Das habe ich, weil es halt wirklich diese eine Trophäe dann nochmal gibt, beende das Spiel auf Neues Spiel Plus, weil ich denke, ja, fick dich halt, dann laufe ich nicht durch. Aber es ist wert, dass man damit durchläuft. Und wenn du wirklich so die Geschichte nochmal ganz streng miteinander verknüpft erlebst, dann ist es nochmal geiler. Und es ist echt, also ich bin jetzt vor der Geschichte her, ist brutal, das ist eine unglaublich persönliche Geschichte diesmal, weil bei Tsushima war es ja eher, also war zwar zum gewissen Grad persönlich, aber es ging ja ums große Ganze, um Tsushima zu befreien und hier ist zwar also ganz großes Ganzes dahinter, aber es ist im Fokus steht immer die Atsu und ihre Geschichte über Verlust und Wut und Hass und Trauer und was sie bereit ist dafür zum Opfern, damit sie eine Rache kriegt, ob sie ihre Familiennummer verlieren möchte oder einen Teil davon oder sonst was. Und was wirklich unglaublich gemacht haben, ist das Finale, weil die Figur, die Atsu, ist ja, die ist das ganze Spiel über total zerfressen vor Wut und Hass und blind davon. Aber in Wirklichkeit hast du, diese Gefühle kommen ja immer irgendwo her und man redet ja auch oft davon, dass man so im Inneren hat man ja so gewisse Anteile, so der kindliches Ich, der erwachsene Ich und so. Und das kindliche Ich ist ja immer so, das eher Angst hat und das traumatisiert ist, das Trauer in sich trägt und das hat sie hier komplett weggeschoben und nicht akzeptiert als Teil von sich und hat sich halt nur auf den wütenden und den hasserfüllten Teil, um Stärke draus zu ziehen, konzentriert. Und am Schluss machen sie es so geil, wie sie es visuell darstellen, wie sie dann ihr kindliches, trauriges Ich ohne, also nicht gerade akzeptiert, sondern auch als Teil von sich aufnimmt, dass ich da mal kurz ein wenig ein Pipi in die Augen gehabt habe, weil sie es wirklich so unglaublich gut gemacht haben. Weil du Okay. siehst da, also das ist jetzt, wie die Situation spielt, also man sieht dann sich selber als Kind, wie man da steht und warnt. Und dann geht sie halt hin, während sie warnt und nimmt es dann in den Arm und dann dreht sie das Ganze und dann steht ein paar andere in deine Arm drinnen. Und das ist halt, wenn man dann weiß, warum das so war, das ist unglaublich gut, dass ich jetzt nur eine leichte Gänsehaut kriege, wenn ich dran denke, also so schön erzählt habe ich das noch nie oder schon lange nicht mehr irgendwo erlebt gehabt. Das war unglaublich gut geschrieben. Also das ganze Spiel, diese Figur ist eine von den schönsten geschriebenen Figuren, die ich jemals gespielt habe, glaube ich. Das war hervorragend. Darum habe ich damit auch kein Thema gehabt, dass ich gesagt habe, jetzt spiele ich schnell nochmal das Ding durch, weil das so eine schöne Geschichte ist, die man da erlebt, über den Werdegang von ihr, von dieser eiskalten Einzelgängerin, die alles verloren hat, hin zu der Frau, die sie am Ende ist, die alle ihre Anteile in sich besser annehmen kann und wieder mehr zulassen kann und am Ende zwar viel verloren hat und nochmal viel verliert, aber trotzdem auch was Neues dazu findet. Das ist echt eine unglaublich persönliche, schöne, liebevolle Geschichte, die da geschrieben wird. Cool. Kann es nur empfehlen. Also es war wirklich wieder wie Tsushima absolut hervorragend, das Spiel. Ja, die haben es drauf. Voll. Was, Drauf. Ich bin gespannt, was da als nächstes kommt. Für den. Ob die da jetzt weiter in dem wollte ich dich gerade fragen, ob du Universum schon was bleiben. gehört hast, ob man schon Na, na. Sucker Punch, was die als nächstes vorhaben. Ich glaube, die haben selber noch keinen Plan. Da wird es sicher noch einen großen DLC geben. Ich glaube nicht, dass die das jetzt komplett abschließen. Davor gehe ich aus, weil bei Tsushima hast du ja auch dann nochmal ein DLC mit der Ja. ganzen, mit einer Inselgruppe gekriegt. Und Auf den da die dann auch warten, dass der noch kommt. wenn der ähnlich groß wird, dann wird der die schon nur eine Zeit binden. Und Mhm. dann, also ich glaube nicht, dass man in den nächsten 5 Jahren ein neues Spiel für den sagt. Es kann vielleicht PlayStation 6 exklusiv werden dann, Mhm. wenn sie das nächste Mal, da glaube ich, haben sie sicher wieder am Start. Aber ich glaube, dass das jetzt schon eine Zeit dauert, bis da was Neues kommt. Weil die Produktionskosten für diese AAA-Spiele in dem Format, die haben ja immens und das dauert halt auch ewig. Und wir haben ja jetzt sowieso in so einer komischen Transformationszeit mit Thema KI und so weiter. Also ich Ja, glaube nicht, dass da jetzt so auf die schnell, dass die so schnell ein neues Thema haben. es war ja 5 Jahre zur Dauer zwischen Tsushima und Yotai, oder? Es waren auch 5 oder 6, Ja. 6 Jahre, weiß gar nicht. Ja, die haben ja den DLC, den großen rausgebracht, die haben einen Mhm. Multiplayer rausgebracht zu Tsushima. Stimmt. Das braucht so das Zeit. Da werden sie zwar nicht mehr das komplette Team abstellen, da wird sicher Teil dann schon mit dem nächsten anfangen, aber ja. Ja, Lass immer uns her damit. überraschen. Immer her damit, Sucker Punch ist das Beste. Auf alle Fälle. Das, Ich das hab auch war, noch was das war mein Hübsches. großes Baby, nur das ich jetzt noch beendet habe zum Jahresabschluss. Ich habe zum Jahresabschluss noch ein ganz widerwärtiges Baby Auch jetzt weg. gelegt. Ich sage mal, warte mal. Ich habe schon wieder kein Beitel herzu. Kreuz! Wahnsinn. Alles habe ich herzu. Kaum ist jemand dabei, komme ich nicht mehr zurecht. So. Kennst du das?
Ich habe nur mal davon gehört von dir, aber habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt. Unfassbar. Also das kurz, das hat eine ganz interessante Geschichte. Das Ding, das ist von Steam gebannt worden, wo es gar nicht so einfach ist, dass man da von der Plattform fliegt. Und zwar eigentlich schon 2023 irgendwann, weil da haben sie es quasi eingerichtet. Da muss man so einen Prozess durchlaufen als Entwickler und dann muss das Spiel einreichen und dann schauen die, oh, was das sein soll und ob das okay ist. Und in manche sehr seltenen Fälle möchte Steam dann auch so einen frühen Bild haben, dass sie ein bisschen einspringen können, dass sie das sehen, was man sich darunter vorstellen muss. Und das haben die bei den Entwicklern auch gefordert. Und zu dem Zeitpunkt, wie die das da eingereicht haben, war das Spiel voll unfertig. Also da war nur ein ganz rohes Bild. Und aufgrund dessen haben die das dann abgelehnt, weil einen konkreten Grund gibt es Team da nicht. Aber die Entwickler haben dann vermutet, das war wegen einer Szene, weil da quasi ein Minderjähriger mit einem nackten Menschen im einem Beutel war. Da gibt es also eine Szene, sage ich euch dann gleich auch noch ein bisschen. Und aufgrund dessen vermuten sie, dass dann gebannt worden haben. Und dann gibt es auch keine zweite Chance. Du kannst das dann nicht irgendwie ausnehmen aus dem Spiel. Steam ist da stur und die reagieren dann auch nicht mehr. Und jetzt Das heißt, es ist so eine Affenscheiße auf den ganzen Plattformen, dass die so eine unbandige Macht verabreicht kriegen, ist so lächerlich. Irre. Und die haben, es hat dann auch irgendwie, die haben dann in der Hoffnung, dass das vielleicht dann nochmal irgendwie nochmal durchschauen, die haben das dann auch nochmal eingereicht und versucht da immer wieder eben zu erreichen, aber haben sie da komplett stur gestellt. Und so hat das Spiel nie einen Steam-Release gekriegt, also bis heute nicht. Es ist dann auch zwischenzeitlich auch noch, oder es ist dann auch noch vom Epic Game Store genommen worden, weil die haben scheinbar irgendwie Call of Duty gekriegt, einen Tag vorher, bevor es dann also jetzt Ende des letzten Jahres released worden ist, haben es dann auch noch ausgeschossen. Dann haben sie am Ende, waren es dann nur noch auf itch.io und GOG. Da habe ich es dann gekauft, weil ich mir gedacht habe, bei dem ganzen Blabla, das musst du jetzt mal spielen, weil das ist dann natürlich ein riesen Medienhype aufgebrochen, weil das ja das ultra gruselige Horrorspiel ist und das ist nicht einmal auf Steam erlaubt und so. Witzig. Das gibt es nur in Russland. Ja, wie, genau, wie die krassen Horrorfilme, wenn jemand verzeiht, ich habe einen krassen Horrorfilm gesehen, habe ich nur auf der Festplatte, die gibt es aber nicht mehr und der war aus Russland und ja. Ja, genau, so ungefähr. So wäre das nicht. Es ist auch nicht irgendwie so Edgelords-Spiel, sondern es ist tatsächlich so ein kleiner Arzi-Fazi-Dive, Oh, Mike gefällt das. der richtig in die Knochen hängt. Also da haben Sachen vorgekommen, wo ich mir wirklich gedacht habe, leckt mich fett. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiterspielen mag. Da waren so üble Szenen dabei und das ist weniger Horror, das ist eher so Elevated Horror mit so ganz üble Sachen. Also die Handlung ist, also du kommst so quasi als junger Bursch, so Anfang 20 oder sowas, vermutlich, wirst von deinem Vater auf eine Farm geschickt, weil du der alter Taugenichts bist und sollst jetzt da über den Sommer ein bisschen mitarbeiten, dass du mal gescheiter Mo wirst, so auf die Art. Klassiker. Und dann gehst du da so rein, also es ist in der Ego-Perspektive und dann marschierst du da in die Farm rein und dann empfängt die so ein netter, gemütlicher, ein bisschen festerner Bauer. Der freut sich, dass du da bist, dass er endlich jemanden hat, der ihm hilft und so, dass er ein bisschen ratschen kann und ist voll nett die ganze Zeit zu dir. Und er erzählt halt dann auch gleich so von seinem ganzen Stolz, weil er hat ganz tolle Pferde und so weiter und das ist sein Leben und seine Farm, das floriert, das ist super, seine Rossen haben ganz tolle Pferde. Und dann führt er dich so durch und dann gehst du ums Haus herum und landest vor einem Gehege voller nackter Menschen mit Pferdemasken. Und der Typ, der tut wirklich so, als wären das Pferde und das haben aber halt keine Pferde. Und Das sagst jetzt du. Ja, und deine Spielfigur, das ist, man kann es nicht so richtig deuten. Also anhand von der Interaktionsmöglichkeiten kann man daran denken, dass der so ein wenig schlicht im Geiste ist. Also du kannst eigentlich nur mal Ja und Nein sagen und der schaut auch immer recht dumm. Aber du kannst da verdammt, jetzt ist da was hängen geblieben. Ja, genau, du wirst halt da so reingeworfen und dann musst du da irgendwie schauen, dass du da durchkommst. Und du erlebst quasi, ich glaube, 14 Tage kannst oder so. Oder 7 Tage, ich weiß jetzt nicht mehr genau, also auf alle Fälle irgendeine Tageszahl, die du da quasi auf der Farm erlebst. Und jeden Tag passiert irgendein anderer wieder Scheiß. Also kriegst du dann so Tagesaufgaben, da musst du mal ein bisschen Gemüse brocken oder musst du mal einen Hund fudern oder musst du mal irgendwie schauen,
dass Dresser nicht mausen. Das ist ganz wichtig, weil Sex ist böse und so. Hey. Und dann, sage ich einmal die Beutel, ja, dann musst du reiten. Weil es sind ja Pferde und man reitet ja auch schließlich auf Pferde. Ja, Logo. Die Genitalien sind übrigens alle verpixelt im ganzen Spiel. Also das Okay, ist gar nicht so dann wild. hätte ich es auch verboten. Das ist der Bauer, du bist dann jeden Tag in der Früh, stehst dann auf und sitzt mit dem am Tisch, dann gibt er dir irgendwas zum Essen. Und dann Ist das so in Schwarz-Weiß nur gehalten, oder wie? Das ist das ganz Wilde. Das ist quasi wie ein Film aus den 30er Jahren mit so einem Projektor und du hörst die ganze Zeit, also das komplette Spiel, hörst du das Projektorgeräusch im Hintergrund. Geil. Das macht dann immer so Zzzz. Ja, Und das hat eine irre Atmosphäre. Du bist dann, obwohl das eigentlich relativ schlicht ist von der Grafik her, ja. durch diesen alten Filmstil, das zirkt dich so ein, das ist so übel. Und du bist halt immer voll im Geschehen drin, durch die Ego-Perspektive musst du dann also so ein bisschen einfache Aufgaben machen, mal irgendwie so ein bisschen gießen. Aber bist du dann immer mit irgendwas konfrontiert. Da stirbt dann zum Beispiel also ein Pferd, das musst du dann mit der Schubkarre wegfahren und eingraben und lauter so eine Sachen. Und dann entspinnen sie halt dann langsam so Geschichte, dann kommst du langsam so dahinter, was da eigentlich wirklich los ist und warum die so haben. Und das ist dann, du merkst dann langsam, ey, das ist nicht nur der Psycho da auf der Farm, sondern das hat auch ein bisschen weitere Züge, weil da kommen dann eben mit Tierärzte und einmal Kunden, die sich Pferde kaufen und so eine Sachen. Oh, das ist so bass. Und dann auf Nacht wird dann das alles nochmal ein bisschen gräber, weil der Typ, wenn es saufen anfängt, dann entwickelt er irgendwie so ein Doppelleben und dann macht er mit den Pferden ganz was anderes, als er am Tag über macht. Und, boah, es ist wirklich wild. Also ich dachte, wenn es auf Szene sagen, wenn es da ein bisschen was übrig habt dafür, haut euch das eine, das kostet 5 Euro oder so. Das dauert keine 3 Stunden, aber das ist so eine krasse Erfahrung gewesen. Also leck mich fett. Geil. Da sagt man es auch wieder Dresser, wie sie in der Kirche hockern. Übel. Und wie gesagt, da haben ein paar Szenen dabei, wo es da wirklich Zähne auftrat. Hin und wieder haben also so echt Filmaufnahmen drin. Das ist ein ganz komischer Stil. Aber das ist auch dann so, dann sitzt das da und dann frisst er die ganze Zeit und hörst diese Spatzgeräusche und sägst so sein Maul. Oh, das hasse ich. Das ganz hasse ich in wild. Filmen schon. Ja, ganz weit. Da waren sie auch wieder unterwegs. Dressal. Geil. Also wirklich unbedingt spielen. Das ist auf alle Fälle wert, sich da eine Meinung bilden. Das ist ein cooles Studio, die machen so ein bisschen ganz andere Spiele, wenn man da sagt. Haut euch das ein. Und bedankt euch dann. Ganz Bei fleißig. uns. So, der Neverraven ist jetzt auch da. Schönes Nice sagt er. Kriegt er von uns auch noch Hey. ein nice Jahr Potato. Ja, jetzt interessant, aber da muss ich am PC spielen, da habe ich keine Lust drauf. Verpiss dich. Machst du am Laptop, das läuft überall. Mag ich auch nicht. Okay, dann nicht. Geht's einfach an mir ungesehen vorbei. Verpasst wieder was. Ja, ich weiß eh. Das ganze Leben ist bei mir so, dass ich einfach nur am Verpassen bin. So, 2025 ist vorbei, Seppi. Was waren denn unsere Highlights also dieses letzte Jahr? Also ich habe 525 Stunden auf der Playstation im Rapidity-Dep drinnen. Aber wie gesagt, es fehlt Nintendo. Da gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich an die 700 Stunden noch nicht rein wird. Was sieht man denn? Kann man das noch abrufen? Ja, du, wenn es da geh auf Google und gib PlayStation Wrapped oder so ein, da gibt es dann einen Link dazu. Ich habe Gemini gefragt und der, wo das gleich wieder war, und die hat mir dann gleich ganz brav einen Link mit rausgeworfen. The Wrap-Up. Schauen wir mal, ob das mit dem Anmelden funktioniert. Aber verzeih mir weiter dabei. Ja, schon, ja, geht schon. Ich muss gerade trinken. Ich habe mir eine kleine Liste aufgeschrieben mit den Spielen des Jahres, die ich gespielt habe. Und auch wenn es letztes Jahr schon vorgekommen ist oder erschienen ist, habe ich es dieses Jahr nochmal dabei. Aufgrund der beiden DLCs, die ich vorher schon erzählt habe, Star Wars Outlaws, fand ich wieder geil nochmal zum Spielen das Jahr. Ghost of Yotai natürlich ganz vorne dabei, ist glaube ich, mein Spiel des Jahres. Also nicht glaube ich, sondern es ist definitiv mein Spiel des Jahres, Ghost of Yotai. Dann mit in meiner Liste Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Wobei ich da sauber zu wenig Zeit eingesteckt habe, weil was ich dann nachträglich noch gelesen habe, was du da eigentlich an unglaublich viele Methoden und Möglichkeiten hast, Sachen zu erledigen. War es eigentlich wert, dass man es nochmal installiert und das ein bisschen umeinander probiert, weil es gibt ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal dir erzählt habe oder so, einen Gegner, der Scharfschütze ist und ich glaube, wenn du dann wenn du zu dem einen kommst und das Spiel dann eine Woche lang nicht spielst und gehst dann wieder ein, dann hast du den Endgegner besiegt, weil dann der Gegner verhungert ist und gestorben ist einfach.
Also, und es sind anscheinend so viel noch mehr Kleinigkeiten, wie du verschiedene Arten, wo du verschiedene Arten hast, selbst das zum Lösen, dass Metal Gear Solid für das, dass du es auf 10 Stunden durchspielen kannst, eigentlich sauber schnell wahrscheinlich von sauber viel Leid wieder weggepackt wird. Das hat nämlich unglaublich viel mehr zu bieten. Dann mit auf der Liste Silent Hill F. Das war ja sowieso Ja. überragend geil. Death Stranding 2 war auch, wenn es Ja, das habe ich auch drauf, ja. da kannst du eigentlich gar nicht aus, wenn man dieses Spielprinzip einmal lieb gewonnen hat. Und dann noch Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Oh Gott. Entschuldigung. Das ist auch noch mit drauf. Ist zwar, glaube ich, letztes Jahr schon im November oder Ende November erschienen, aber das habe ich erst Anfang dieses Jahres gespielt. Also Maul halten. Aber Ghost of Utah ist auf meinem Thron. Du wirst jetzt nicht glauben, wo es auf meinem Plan ist. Ich weiß nicht. Das hat mich jetzt selber überrascht. Pokémon Go. Nein, WWE 2K24. Was ist mit dir? Jetzt habe ich hab jetzt kurz ein wenig überlegen müssen, dabei habe ich das eine Zeit lang den Manager-Modus von dem Spiel, weil ich so gespielt so nebenbei am Aha. Kanapé und das habe ich scheinbar über 50 Stunden. Ja gut, wenn man nach der Wertung geht, dann war bei mir auf dem Thron auch noch Ghost of Tsushima, weil Ghost of Tsushima habe ich auch letztes Jahr, also 2025 erst durchgespielt und da habe ich mehr Zeit investiert wegen dem DLC als bei Yotai. Aber ich meine, also mein persönliches Ranking da ist Ghost of Yotai ganz vorne. Ja. Ich habe auch noch, was ich auch noch drin habe, was ich gerade sage, ist Helles Ass. Das ist auch eins von meinen absoluten Favorites gewesen letztes Jahr, wenn nicht vielleicht sogar mit das Beste, weil das ein hammergeiles Spiel war. Wir haben da schon mal drüber geredet, das ist das mit der Kriegsthematik, die Open World. Das war richtig, richtig gut. Da möchte ich jetzt dann auch noch mal rein. Dying Light the Beast habe ich auch gespielt, das hat Spaß gemacht, aber jetzt, ja, ist wieder Dying Light Spiel. Ja, Death Stranding 2, hast du schon besprochen. Silent Hill F, absolut geil. War richtig Voll. super. Und Clair Obscur natürlich. Ah ja, stimmt, das habe ich nicht gespielt. Das haben Das, wir fast gedacht, dass es bei dir mit drin ist. ja, unbedingt. Also das ist zwar ein bisschen langweilig, weil das feiert ja jeder so, aber es ist halt einfach zurecht. Ja, mei, was möchtest du denn Aber ich habe auch noch, was mir eigentlich am allermeisten gefallen hat, das Jahr, waren eher die kleinen Spiele, also so Rue Fünf gegen Valley Willi. zum Beispiel. da? 5 gegen Willi, Ja, hätte ich gemeint, also Ja, ganz 5 gegen klar. Willi ist Taschenbillard und so. Ja, ganz schnell. Rue Valley hat mir eigentlich am besten gefallen. Ich habe das auch schon mal kurz besprochen darin. Das ist das kleine Adventure-RPG, wo du den Typen spielst, der mit Depressionen kämpft und wo so quasi mit einer Therapiesitzung losgeht und du dann aber merkst, du bist in einer Zeitschleife gefangen und musst halt langsam, erst einmal musst du aus deiner depressiven Phase irgendwie rauskommen, wo es dann teilweise, wo sich die Spielmechanik dann dem anpasst, wo du irgendwo du kannst dann gar nichts mehr machen, teilweise bist dann mit deiner Sozialphobie kämpfen musst, bist dann nicht in der Lage, dass die irgendwie zum Beispiel an der Rezeption mailst oder sowas, du kommst einfach nicht weiter. Das dauert einfach eine Zeit, bis du in der Zeitschleife dann einmal so weit bist, dass du bestimmte Sachen machen kannst. Und das fand ich ein super interessantes Konzept einfach. Und das wandelt sich dann langsam in ein richtig spannendes Adventure, wenn du dann immer mehr von der kleinen Welt, in der du da gefangen bist, aufdeckst und dann langsam merkst, da gibt es nicht nur mich, der da in der Zeitschleife ist, sondern ein paar andere hat das auch noch gemerkt und warum das dann so ist und so weiter. Ist echt ein cooles Spiel. Das hat auch eine ordentliche Länge gehabt. Ich glaube, ich habe 25 Stunden oder so braucht, was man gar nicht meint bei so einem kleinen Minispiel. Ne? Aber das ist auf alle Fälle, das war, glaube ich, so mein Highlight, weil das habe ich überhaupt nicht gekommen sehen, dass sowas kommt. Der Neverraven schreibt auch gerade eine, dass er Revalley durchgespielt hat und es überraschend geil fand. Ja, sehr schön. Freut mich. Also dein persönlicher Thron ist Revalley. Ja, weil das einfach so besonders war, das gehört geadelt. Das ist schön, ja. Bei Nintendo gehört halt getadelt, weil sie es geschafft haben, dass ich dieses Jahr kein Nintendo-Spiel auf meinem Thron gehabt habe. Da war nicht viel los, gell? Nein, es war aber auch letztes Jahr, glaube ich, nichts. Nintendo-mäßig war letztes Jahr nichts los und das wirklich erwähnenswert gewesen war für Switch. Ich muss kurz einhaken, weil gerade gefragt wird, ich habe das Verso-Ende gewählt. Und ich habe harte Tränen geweint bei diesem Spiel. Homo. Wirklich. Ich habe mir letztes Mal nochmal so eine Zusammenfassung angeschaut im Internetforum, der das nochmal alles so ein bisschen besprochen und da ist mir auch wieder da ist mir auch wieder ein kleines Tränchen über die Wange gekullert, weil das einfach so ein
wunderschönes Spiel war mit so einer unfassbar fesselnden Geschichte. Also das muss da unbedingt einmal geben. Ja, ich War echt hab's fein. noch auf der Liste. Ich hab's noch auf der Liste. Aber Ja. die nächsten Dinger, die ich spielen werde, ist eins von dreien, und zwar entweder Octopath Traveler 0, Dragon Quest 1 und 2 HD Remake-Ding oder das Metroid Prime 4. Zwischen den Octopath drei. Traveler Zero, kann ich noch kurz fünf Sätze sagen, weil das Spiel gerade. Mhm. Ähm, Zauberhaft, oder? Eigentlich musst du ein Wort sagen, zauberhaft. bin noch nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Gott, bist jetzt du behindert. 7 Stunden oder so gespielt und das ist ja ein bisschen anders wie der Zweiter zum Beispiel. Weil du Mhm. hast ja nicht mehr, du lebst ja nicht mehr diese 8 Geschichten durch von 8 verschiedenen Menschen, sondern du erstellst deinen eigenen Charakter. Das habe ich schon mal nicht so abgeholt. Mhm. Und dann hast du quasi 3 große Antagonisten und die Geschichten spielst du durch. Und auf deiner Okay. Reise kriegst du quasi, ich glaube, 4, du kannst dann mal 2 Reihen machen. Also du kannst eine vordere Reihe und eine hintere Reihe nehmen beim Kämpfer. Also du kannst Mhm. kriegst du bis zu 8 so, Mitstreiter und die lernst du dann auf dem Weg so kennen. Aber also der eigene Origin-Geschichte, sage ich mal, die hat mich gar nicht abgeholt. Die war also total generisch. Dorf, Auserwählter, Dorf kaputt, Auserwählter auf der Reise nach Rache, so quasi. Also voll Ja, die langweilige Klassiker. Geschichte eigentlich, aber für Octopath Traveler halt voll, voll langweilig. Mhm. Und dann wird so, jetzt, ich hab dann so nach 6, 7 Stunden oder so, jetzt bin ich dann hab dann jeden Antagonisten nochmal angefangen und bin in die Kapitel ein bisschen vorgedrungen. Dann wird schon spannender, das sind auch wieder ziemliche Wichser, führen sie ganz schön auf. Dreckschwein. Aber insgesamt muss ich sagen, hat mir Octopath Traveler 2 bis jetzt besser gefallen, weil das hat mich sofort abgeholt, weil es hat sofort Mhm. richtig gute Geschichten gehabt, die sofort richtig bockt haben. Und das geht mir da jetzt noch ein bisschen ab, muss ich sagen. Also ich Okay. werde Ja, bin ich jetzt gespannt. langsam weiterspielen, weil das habe ich beim zweiten auch schon so gemacht, haben wir mal wieder beim Cannabis ein bisschen. Aber ja, das entwickelt sich sicher noch. Also ich bin zuversichtlich, aber es Ja, also schleppt sich ein bisschen am Anfang. von den Bewertungen her wird's ja doch, ist aber doch auch wieder sehr wohlwollend über die aufgenommen worden. Ja, Hat durchweg gute Bewertungen. Aber ich bin auch mit dem, da war ich auch ein wenig skeptisch mit dem, dass man seinen eigenen Charakter erstellt und so. Aber ich finde dann zum Beispiel die Dorfbaumechanik schon wieder geil. ja, die ist Dass man voll der da, Scheiß. aber ich bin da gespannt. Also ich bin, weil das heißt ja, glaube ich, du kannst dann verschiedene Skills praktisch, Leute mit Skills finden, die dann dein Dorf um irgendwas sehr weiter können, oder? Ja gut, aber du bist Ja, jetzt eh raus mit Zeigaufbau noch auch noch 100.000 Jahre. ja, das sowieso. Aber das ist jetzt unnötig. Also für mich ist das ein blödes Feature, weil ich möchte in dem Spiel geile Geschichten erleben und möchte dann nicht irgendwie so Häuser auf Pixel rumschirmen. Und das ist einfach, macht einfach keinen Spaß. Weiß nicht, was sie da dabei denkt haben, aber dass du halt 150 Stunden spielst statt 120. Ja, die hast du so oder so fast, die 150. Ja. Hätten sie kein Feature dazu braucht, weil wenn du es komplettierst, dann. Ja. Der Kopal ist da, grüß euch, sagt er. Servus. Hab der Ehre. Servus. Schauen wir mal in unsere Most Wanted nächstes Jahr oder Ja, dieses völlig. Jahr. Was freuen wir uns denn? Ich fange jetzt einfach mal an mit meinem absoluten Most Wanted 2026. Ich kann jetzt nur noch so reden wegen dem Uwu-Drink. Das wird mein, ich hab nämlich auch die ganze Zeit schon Beutel hergekriegt, hab's immer vergessen zu einblenden, aber jetzt habe ich es geschafft, das wird mein Most Wanted. Mein Most Wanted 2026 wird Wolverine von Insomniac Games, das ja auch im Spider-Man-Universum spielt. Und der Trailer schaut schon mega geil aus. Ist tatsächlich auch Äh, auf meiner Liste das erste, was ich ansprechen wollte. Aber ja, das schon passt ja her, doch teilen wir wunderbar. uns das doch schon mal, teilen wir uns doch das schon mal. Das ist, ja, Trailer ist dazu heraus, schaut es euch an, wer ihn noch nicht gesehen hat, aber ich glaube, jeder, der ein bisschen im Gaming unterwegs ist, hat diesen Trailer gesehen. Ich glaube, das nächste, was ihr das jetzt halt einfach gleich noch mit einschmeißt, das teilen wir uns wahrscheinlich auch. Das habe ich tatsächlich nicht in die Liste aufgeführt, weil Mr. Obvious und so. Ja, Eh klar. klar. Aber man soll jetzt vielleicht mal kurz erwähnen, natürlich GTA Ja, 6 hier immer noch coming 2025, also altes Poster rausgesucht. Mittlerweile wissen wir, ich glaube November, oder? Wie ist es jetzt? angeblich, aber das ist durchaus möglich, dass das Name mal ins nächste Jahr rutscht. Mal gucken, mal gucken. Also Ja. ich freue mich auf alle Fälle und hab's deswegen in die Liste mitgenommen. Der Koppel schreibt gerade, ob wir uns auf Resi 9 freuen und da kann ich gleich einfach das nächste Beutel aufklappen. Ja, klare Sache. Resident Logisch. Evil Requiem, da bin ich schon richtig heiß drauf. Als Horrorfan ist das ein Pflichttitel, den man sich nächstes Jahr einbaut, oder? Soll ja wieder sehr Survival-Horror-lastig sein, also sich auf Mhm. die geilen alten Sachen wieder ein bisschen konzentrieren. Bin sehr gespannt. Werde ich hart bearbeiten auf alle Fälle.
Ja, das ist richtig hart. Also da wird mein Penis neidisch sein, so hart wie ich das Ding bearbeite. Sag mal jetzt sagst du mir Highlights her. Was hast du noch auf der Liste, auf Ich was habe du schon nächstes Jahr freust? eine ganze Reihe gemacht. Jetzt pass auf, also Wolverine kann ich schon mal weg da. Dann geht's da weiter. Ah, ich muss teilen, gell? Sonst 6 0. Ja, das soll ich jetzt teilen. Außer du beschreibst es für wie so ein Mal Alternativtext. mal es mit Worten. Ja, bitte. Na, jetzt pass auf, teilen. So, da haben wir mal Phantom Blade Zero. Das finde ich, schaut ziemlich geil aus. Mhm. Äh, so Kämpfer und so. Finde ich immer Kämpfer ist gut. immer gut. Kämpfer, Kommt beste. am 9. September. Ich gehe jetzt relativ zügig durch, gell? Ja, wir müssen da jetzt nicht groß ins Detail gehen. Wenn es Dann interessieren, die Spiele, die sollen selber schauen. eben, was sicher auch spannend wird, ist das Gothic Remake. Ich bin zwar kein, also ich habe jetzt das nicht so wirklich gespielt früher, ich bin jetzt da kein so ein Gothic-Fanboy, aber das wird sicherlich ein Rollenspiel-Highlight in diesem Jahr. Ich glaube auch, ja. Was mir ein bisschen mehr dazu sagt, sind Dinger da. Der Onimusha Way of the Sword von Capcom. Mhm. Das schaut Phantom. auch brachial aus. Also finde ich mega geil. Hast du dir die alten gespielt? Leider nie, ne? Ich habe mir Aber der die Philipp jetzt auch gerade Netflix-Serie. reingeschrieben gehabt, dass er auf die Phantom Blade Zero da Bock hat. Ah, sehr gut. Ich habe mir die Netflix-Serie angeschaut, die war ganz cool. Ist das eine Die ist so, Realserie oder ist es nicht nein, nein, Anime? Anime. Ah, okay. Aber die war aber halt für Erwachsene, weißt du eh. Mhm. Die war ganz cool. Und deswegen bin ich Also, jetzt echt gespannt, weil das ist so eine Mischung aus, ja, ein bisschen Fantasy-Elemente so drin hat. Und das kann ganz geil werden. Das finde ich ganz lustig, das Konzept. Ritterschlachten mit Maschinengewehr und Auto und so. geil. Das ist Only Memusha. Kingmakers. Ohne Musha heißt das. Mhm, ja, fast. Oh Gott, oh Gott. Äh, da kannst es ist quasi so ein Sandbox-Kampfspiel, völlig gaga. Also da kannst du mit alles rumwerken, was es so gibt. Und du schießt halt ein paar Ritter. Mhm. Ist Ja, sicher ganz lustig. schaut schon wieder geil wieder aus. Ja. Du weißt schon, Dann wenn das, uns das jetzt da geclaimed wird, wegen Trailer zu sagen, dann stiche ich die ab. sage ich Trailer. Weiß ich nicht, du sagst auf alle Fälle Bewegtbildmaterial. Ach, das sind es mal Leuten. Ja, okay, ich sag's ja Äh, nicht. der auch wieder ein cooles Action-RPG, das käme wäre, so hier Vampire, The Blood of the Dawnwalker. Finde ich auch ganz Keine Ahnung, du interessant. sagst immer nur Phantom Blade Zero übrigens. Gar nicht wahr, ich bin schon lang weiter. Ja, was interessiert an Stream nicht. Was soll das? Ja gut, dann machen wir das nochmal. Das ist ja blöd. Du bist blöd. So, Blood of the Dawnwalker, da haben wir. Jetzt sind. Mhm, mhm, Das schaut auch ganz fein aus, finde ich. mhm. Und muss ich das, jetzt verstehe ich Na, das. du Jetzt muss musst ich mal einfach immer eben, auf den anderen Tab springen und da kannst du dann oben auf die zwei blauen Buttons dann stattdessen diesen Tab freigeben. so ein Mist. Das Du funktioniert arbeitest bei nicht mir viel nicht. mit Computer, oder? Du arbeitest nicht viel mit Computer. Ach, deswegen. Jetzt, so geht's. Das ist geil. Oh ja, Maus PI da, for Hire. da habe ich auch schon spekuliert, ob ich das nicht auf die Listen aufschreibe, weil das schaut echt so geil aus, da habe ich auch richtig Bock drauf. Das kommt auch schon bald am 19. März, soll das Aber rauskommen. Und heißt bei uns jetzt nicht irgendwas mit Detective, Maus ja, Detective Maus oder irgendwie so? Detective, glaube ich, heißt es einfach Irgendwie nur. so, ja. Da, Maus Privatdetektiv. Ja, ist voll Ja, dumm. voll bescheuert, ja. Das mit dem PI war voll cooler. Aber da habe ich auch richtig Bock drauf, das schaut gut aus. Dann Directive 8020 von Supermassive Games. Mhm. Massive Games sind die, die Until Dawn gemacht haben, oder? Genau. Ja. Habe ich auf der Gamescom schon anspielen dürfen. Das wird super. Ist das wieder so ein spielbarer Film? Ja, ja, völlig. Aber heute in so Okay. einem Mhm. Sci-Fi-Alien-Universum hat eine richtig coole Atmosphäre. Aber einen kleinen Artikel geschrieben, schaut nicht auf Space for Games. Tut es. Da müsst ihr mir unterstützen. Tut mir leid, ist leider nur Premium. Aber schließt sich Ah, drauf. witzig. Aber erst einmal bei uns unterstützen, bevor es die Schweineseiten Genau. unterstützt. Dann Judas vom Bioshock-Schöpfer. Okay, da habe ich auch schon mal was gelesen. Ja, stimmt, Auch ganz weil man cool. mal gedacht, das ist auch wieder mit so einer Hand, da geht, die irgendwas kann. Ja, ja, das ist quasi Bioshock. Da sieht man es mit Mhm. den Genau, ich glaube, den Trailer habe Riesensachen. ich gesehen. Aber ob das die so kommen, man weiß es nicht. Aber es ist voll cool. Wir haben auch Black Tail, geht weiter.
Echt? So, ja, das ist okay mal, ja, mit Resonance, Da habe ich ja noch gar nichts Blacktail davon mitgekriegt. Legacy, neue Helden, Ah, neue Geschichte. Ratzen? Glaube ich gar nicht, habe ich jetzt noch keinen gesehen. Ich mag Ratzen. Dann der Tomb Raider geht wieder weiter. Stimmt, da gibt es ein Remake vom ersten Teil und ein neuer Teil, meine ich, gell? Genau, das ist das Remake, das für dieser gekommen und der neue Teil dann ein Jahr später. Ja, das Remake werde ich mir Und auch holen. ja, schaut ganz, ganz nett aus. Ich denke nämlich zur Zeit auch schon wieder ziemlich oft an Uncharted und ich hätte gern wieder mal so etwas wie Uncharted spielen und da kann Tomb Raider genau richtig kommen. Mhm, das ist so. Dann, wer Little Nightmares mag, Reanimal, Reanimal, ja, von da die bin ich auch schon, Originalmacher. da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Freue mich auch schon. Und was haben wir noch? Das werden wir jetzt alles überspringen, weil Ja, Alter, das wird, glaube ich, echt geil. zwei Horror-Schocker kommen das Jahr noch, die jeder gespielt haben soll. Ich glaube, das ist so ekelhaft. Ja, das wird richtig, richtig pervers. Schaut euch da mal die Trailer an, wie sie die Viecher bewegen. Das ist so übel. Na, Ganz, ganz schlimm. ich möchte das Und nicht. dann haben wir natürlich noch den Dive da. Na, Hellraiser Dive, der gehört auch her. Kann da wild werden. Ja, da habe ich leider einen Termin verpasst auf der Gamescom. Da wollte ich später dran, hätte ich es schon spielen dürfen. Ah, Aber ja, da bin ich auf alle Fälle auch gescheit gespannt. Das kann natürlich auch ein Riesenscheiß werden, wie so oft, aber ja, klar. Aber wir sind ich gehe natürlich, jetzt mal vom Besten aus. wir sind Optimisten. Genau, Wollen immer das Beste. Ich habe noch genau. ein paar Kleinigkeiten, Spielchen dabei, die für mich auch spannend wären. Das ist dann auf alle Fälle mal schneller Computer, was machen Sachen. Soll ja dieses Jahr noch ein neues Silent Hill schon kommen, das Silent Hill Townfall. Zumindest gerüchteweise soll es dieses Jahr schon kommen. Mal gucken, weil, was ich gehört habe, möchte Konami versuchen, jährlich uns mit Silent Hill zu beliefern. Was ich noch bis so toll finde, wenn wir jährlich was kriegen, weil das kann ja auch wieder stark an der Qualität dann. Ja, es sind Ähm, ja verschiedene Studios. okay, ja, mal gucken. Also Silent Hill Townfall hält es auf alle Fälle schon mal gut an, weil es ja auch komplett ohne Kampfsystem auskommen soll dann. Das soll ja reiner Survival-Horror werden. Also Da, nur der Vorläufer. ja, so ein bisschen Outlaws-mäßig vielleicht dann. Ja, schon Bock, Au, da witzig. habe ich schon ganz schön viel Schlaganfälle gehabt. Survival Horror ist ein gutes Stichwort, weil auf das habe ich auch Bock, ist dann Jurassic Park Survival. Mhm. Spielt, glaube ich, zeitgleich oder kurz nach dem ersten Teil und man ist eine Wissenschaftlerin, die auf der Insel vergessen wurde und die sich da dann durchboxen muss. Und ja, erinnert mich ein bisschen an Dino Crisis. Habe ich Bock drauf. Mag ich Boah, haben. Ja, da kommt jetzt den Monat oder so, kommt das ein PlayStation 5 exklusiv, außer das neue Dino Crisis sei gell? da bin ich gespannt. Ich wollte mich gerade sagen, ich hätte endlich einmal so ein hochwertiges Remake von Dino Crisis, wie wir es von Resident Evil bisher schon gekriegt Boah, haben. das Spiel schaut aber aus wie Arsch und Friedrich und ich glaube, dass das der größte Müll ist. Das nein, jetzt, was da Ja, rauskommt. ja. Ich Okay. weiß gar nicht, wie Sony sowas als Exklusivspiel durchwinken kann, aber da ist auch nicht recht viel Werbebudget drin. Also Ja, ich habe gar nichts gehört bisher davor. ja, Also. haben gar nicht so stolz drauf. Wo sie mich noch sehr gefreut ist, ist das Pragmata. Ja, oh ja, stimmt, Mit ja. dem kleinen Dirndl, das schauen die Trailer, also das schaut ja optisch, ist ja das ja schon eine Wucht, so geil Mhm. wie das ausschaut. Und da bin ich auf die Geschichte gespannt. Das schaut für mich wieder noch sehr viel Herzschmerz auch teilweise aus, vielleicht. Mal gucken. Nintendo ist wieder sau ruhig nächstes Jahr, bisher zumindest. Das Einzige, was mir da wirklich schon mal gefreut ist das neue Yoshi and the Mysterious Book, weil da war das Woolly World zum Beispiel und der andere Teil, wo ich den Namen nicht weiß, war schon super und ich mag diese Yoshi-Spiele einfach. Die sind immer extrem kreativ und mit ganz viel Liebe zum Detail gestaltet, die Welten, da kommt immer was zum Entdecken und es wird wieder ein schönes Cozy Game für zwischendrin dann wahrscheinlich. Und auch auf der Switch 2, da weiß ich jetzt nicht, ob es dann auf andere Konsolen kommt. Ich habe es jetzt nur bei den Switch-Spielen gesehen. Das ist The Adventures of Elliot, The Millennium Tales. Das ist auch in Mhm. diesem 2,5D-Stil dann gemacht. Und ja, ich muss scheinbar nur noch diese Grafik sehen und dann weiß ich schon, ich möchte spielen. Schaut auf alle Fälle auch sehr cool aus und mit dem Stil allein haben sie mich eigentlich schon überzeugt, dass ich das haben und spielen will. So, waren wir fleißig, haben wir durchgehauen. Wir müssen jetzt nämlich aufhören, weil in 5 Minuten kommt der Kassettenschmerz. Dann geht es weiter mit dieser bunten, tollen Runde. Ich sage mal, schreibt uns in die Kommentare eine, was war eure Highlights von 2025 und auf was freut ihr euch
2026 am meisten. Wir haben jetzt doch einige Sachen erwähnt. Vielleicht haben wir aber irgendwas nicht dabei, das nicht am Schirm gehabt, das ihr schon jetzt abfeiert ohne Ende. Nochmal ein riesiges Danke an Philipp für deine edle Spende. Da kriegst du die fetteste Potato überhaupt. An alle aufschreiben, 16. Januar ist wieder Nacht des guten Geschmacks mit Hot Fuzz und am 30. Januar ist eine Sneak des guten Geschmacks. Da sollte man kommen, da läuft der gute Kassetten. Schön. Dann, danke an alle, die zugeschaut haben. Seppi, schön war's wieder. Ja, ein Träumchen. Ein Träumchen, Schäumchen, Träumchen, Schäumchen. Wir sehen uns in 5 Minuten. Macht es gut und auf Wiederhören. Servus.